Ja, hinter mir sieht man das Jägerhäusl in der Freie in Erl. Es ist ein 300 Jahre alter Bauernhof. Es war da drinnen einmal eine Nagelschmiede und später auch eine Weberei. Und da drinnen warten jetzt die Kathi und der Peter Kitzbichler auf mich. Sie haben da nämlich ein Privatmuseum eingerichtet, das man sogar besuchen kann. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Grüß dich, Kathi. Servus, Peter. Grüß dich, Martin. Grüß dich, Martin. Grüß dich. Servus. Sind wir da bei euch im privaten Museum? Was gibt es denn da jetzt zum Anschauen? Ja, wir haben die alten Geräte, mit denen haben wir noch gearbeitet als Kinder. Haben wir in der Früh noch zum Beispiel mit dem Radlkahn haben wir Gras einbringen müssen für die Kühe. Ja. Dann haben wir da drüben mit der Zentrifuge noch die Milch auch treiben müssen, von Schulge. Und das war dann das zum Butterieren. Da haben wir auch eine Stunde durchgekriegt. Also das, mit dem haben wir nicht mehr, mit dem zum Stampfen haben wir nicht mehr gearbeitet, aber der zum Treiben. Da hat man eine Stunde rühren müssen, bis man einen Butterknall rein gehabt hat. Das haben wir als Kind noch alles gemacht. Kann man sich heute alles nicht mehr vorstellen? Nein, gell? kann man sich nicht mehr vorstellen. Und Peter, da hinten, die Nägel, die meine, haben auch was Besonderes auf sich. Ja, das kann ich dir erzählen. Ja, da sieht man jetzt die Nägel, von die Riesennägel von 30, 40 cm runter bis zu den Schuhnägeln. Und wer hat denn die da gemacht? Es ist so, die Kleinhäuslerbauern haben ja mit der Kuh oder mit der Gas was gehabt und nicht überleben können. Es war allweil Handwerk drauf. Und in Erl war es speziell die Nagelschmiede. In Erl allein waren 26 Nagelschmieden. Bis ungefähr 1880, 90. Und was sie nur von Rarität gefunden haben, ganz interessant, ein Original-Dienstzeugnis aus 1873, gestempelt von der Gemeinde Erl. Zeugnis. Antragstellender bestätigt, dass Johann Haller bei mir in Arbeit stand, und zwar vom 8. Februar bis 14. März und sich während der Zeit getreu und fleißig aufgeführt. Erl am 14. März 1873, Sebastian Sock, Nagelschmiedmeister. Und der Sebastian Sock war ein Vorgänger von mir. Das ist ganz interessant. Und weil wahrscheinlich so viel Konkurrenz war, wenn da über 20 Nagelschmied waren, haben sich ein paar nachher auf einen anderen Beruf wahrscheinlich umgesattelt. Und das war bei euch und dann der Weber, oder? Ganz genau. Ich meine, da sind die ausgestorben, haben sie sich auf was anderes umschauen müssen. Und das war dann der Weberberuf. Und den schauen wir uns jetzt da drin Ganz an. genau. Ja, Peter, das ist also das Meisterstück von deinem Vater. Das hat auf dem Webstuhl da gewebt, habe ich gehört. Und für sowas muss man eigentlich ganz klar anfangen. Bei den Kernteln da. Ganz klar fangen wir mit dem Leinsamen an. Ganz winzig kleine Kerntel sind es. Und da wächst da so eine riesen Pflanzen aus, der Flachs. Und in dem Flachs ist das Werk hinein. Und wie kommt man da dazu? Das muss man zuerst drücken und nachher muss man es brechen. Das ist ganz eine schwere und eine stabige Arbeit gewesen. Nach dem Brechen hat man ja das Werk dann gewungen. Das ist so, das schaut so aus, das ist ziemlich grob und das muss man nachher hachen. Und die Hache ist das, je schön man hachet, umso schöner wäre natürlich auch das Werk. Gell? Und das wird nachher versponnen, auf Spülradlaufe gemacht und dann kommt es auf Schiffe. Und aus dem Schiffe wird noch hin und her geschossen und dann gibt es eben das Leinen noch. Nicht? Und das habt ihr auch mitarbeiten müssen? Ja. Wir haben da immer mitarbeiten müssen, wir haben es nicht gern tun. Ja, ich hab's nicht gern weben tun, aber deine Frau tut umso lieber dichten. Und da hat sie uns extra ein Gedichtel gemacht. Das hören wir uns jetzt zum Abschluss noch an. Ich bin verliebt in die Ruhe, in mein herrliches Landl. Sie ist mein Wirk und mein Leben. Sie ist mein Heim und mein Gewandel. Ich bin verliebt in die Ruhe, in das wildschöne Platzl. Da wo ich mein Heisal, meine Kinder, mein Schatzl. Ich bin verliebt in die Ruhe, in die Berge und Seen. Die Ruhe, du mein Heimat, wie bist du so schön. Ich bin verliebt in das Landl, in mein kleines Tirol. Da dunkt's mir halt gut und da dunkt's mir so wohl.